Als ich neulich durch den Canyon ritt, da folgten mir Indianer und sie waren zu dritt. Ich gab meinem Hengst die Sporen, doch sie kriegten mich und ich war verloren. Zwei hatten Pfeil und Bogen und einer ein Beil und ich wusste, die waren auf meine Kopfhaut geil. Du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier. Du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier. Wir kamen in ihr Dorf und da sagten sie zu mir, sie sagten, du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier. Ja! Kein Wunder, dass sich dies indiskutabel fand. Und ich sagte, meine Herren, dies ist ein freies Land. Sie können das gerne mit George Bush ausmachen. Da fingen die Rothäute an zu lachen. Sie erklärten, meine Meinung wäre ihnen scheißegal. Und sie banden mich an den Marterpfahl. Du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier. Du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier. Sie gaben mir noch ein Ultimatum bis um 4. Sie sagten, du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier. Ja. Dann ließen sie mich dort ganz alleine stehen und diese Fluchtmöglichkeit ließ ich mir nicht entgehen. Ich zerbiss meine Fesseln und ich rannte los. Ich wusste, meine Chancen waren nicht gerade groß. Ein Indianer warf sich auf mich, so dass ich fiel. Es ging zu wie bei einem Rugby-Spiel. Er sagte, du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier. Du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier. Er kämpfte wie ein Tiger in seiner Gier. Er sagte, du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier. Was ich